Das ist genau der Streaming-Content, den wir brauchen. Wrap it up, Digga. Schweizer Spezialitäten, die du probiert haben solltest, Folge 2. Und wir tun jedes Gericht wieder mit 1 bis 10 bewerten. 1 weg, 10 nice. Let's go. In dieser Videoreihe nehme ich euch mit auf eine kleine kulinarische Tour durch die Schweiz. In dieser Videoreihe. Für jeden Kanton werde ich euch eine Spezialität vorstellen, die ihr meiner Meinung nach probiert haben solltet. Jetzt müssen alle Pock Tasty, oder wie das heißt, reposten. Zusätzlich noch ein kleiner Warnhinweis. Oh, Achtung. Dieses Video solltest du nicht vor dem Essen schauen. Es könnte einen übergroßen Appetit und Hunger auslösen. Links zu den Rezepten habe ich euch wie beim letzten Mal in die Videobeschreibung gepackt. Aber nett, dass er tut warnen. Jetzt wollen wir auch nicht weiter drum herum reden. Nach einem kurzen Intro geht's auch gleich los. Let's go. Okay, let's go. Bin gespannt. Freiburg. Oh, Milo, Digga. Okay. Oh nee, das kann nur hässlich werden. Freiburg. Soupe de Chalet oder auch Bergsuppe ist eine bekannte Spezialität aus dem Kanton Freiburg. Beziehungsweise Fribourg, wie man in der Westschweiz Okay. Sieht geil aus. Lauch, Zwiebel, Spinat, Kohlrabi und Karotten bilden hier die Basis. Oh, Pock Tasty, Digga. Das ist Pock Tasty in meinen Augen. Ich glaube 8 von 10. Seht ihr, wie das Fett so oben auf der Suppe schwimmt? Oh, da sehe ich mich denn. 8 von 10 gebe ich dem. Hörnli, Bohnen und Teigwaren, je nach Rezept manchmal auch Kartoffeln, sorgen für das nötige Sättigungsgefühl. Geriebener Gruyère-Käse darf natürlich in einem Friburger Gericht nicht fehlen. St. Gallen. Rheintaler Riebel war früher ein Hauptnahrungsmittel im Kanton St. Gallen. Heutzutage hat es aber an Bekanntheit eingebüßt. Optisch ist es schon recht speziell. Es wird aus einer traditionellen Maissorte im Rheintal hergestellt und ähnlich wie Polenta gekocht. Muss aber länger quellen. Im Anschluss wird der Riebelmais in einer Pfanne geröstet. Manche essen den Riebel zusammen mit Käse, Apfelmus, Zwetschgenkompott oder Milchkaffee. Nee, das muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. 3 von 10 oder 2 von 10. Digga, schon nur mal Couscous oder so fühle ich gar nicht, Chat. So Couscous? Nee. Kann man von mir aus auch sein. Die Möglichkeiten sind hier sehr vielfältig. Graubünden. Oh, jetzt rum. Let's go. Gabuns sind eine echte und schmackhafte Bündner Spezialität. Bündnerfleisch und Salzis, ebenfalls eine Ich habe das noch nie gehabt, aber alle sagen, dass es mad geil ist. Aber so rein von dem, wo ich weiss, was drin ist, für mich so 5 von 10, Digga. 5 von 10. So geil. Same 12 von 10. 1000 10 von 10. Digga, alle finden das geil. Ist das so geil? Sieht übelst grusig aus. getrocknete Bündner Rohwurst geben den Teigpäckchen den würzigen Geschmack. Eingewickelt wird der Teig in Mangold, Ich weiß nicht, Digga. Bizzoccheri, sehr nice. Gabuns weiß ich nicht. Blätter und im Wasser gekocht. Zum Schluss werden die Gabuns noch mit Käse bestreut. Sehr lecker. Sehr lecker. Der Dude finde ich sympathisch. Sympathischer Dude, Digga. Aargau. No, nee, das kann nur schlecht werden. Was hat's Aargau? Im Kanton Aargau genießt die Mohrrübe, bzw. das Rübli, wie man in der Schweiz sagt, einen hohen Stellenwert. Was sich auch in vielen Aargauer Rezepten zeigt. Am bekanntesten ist wohl die saftige Aargauer Rübli-Torte. Okay, doch. Ja, hätte jetzt nicht erwartet. Das Ding da oben drauf, Maschallah. Wer Marzipan nicht gern hat, in meinen Augen einfach wirklich komplett lost. Sehr geil. Obwohl man muss sagen, die Rübli-Torte an sich ist jetzt auch nicht das, was die Welt darauf gewartet hat, was erfunden worden ist. Sagen wir mal 5, 6 von 10. So im Kindergarten ist es schon nice. Diese Kuchenspezialität wird, wie der Name schon sagt, aus geriebenen Karotten zubereitet. Überzogen wird der Kuchen mit einer Zuckerglasur. Zum Schluss wird das Gebäck noch mit kleinen Marzipanmöhren als Highlight verziert. Optisch schon ein kleines Kunstwerk. Thurgau. Bleiben wir beim Kuchen. Was das Rübli im Aargau ist, ist der Apfel im Thurgau. Auch hier hat der Kuchen eine unverwechselbare Optik. Der Thurgauer Apfelkuchen wird mit halben eingeschnittenen Äpfeln verziert. Digga, das habe ich noch nie gesehen. Aber es sieht geil aus, 7 von 10. Nein, 6 von 10, 6 von 10. Diese dienen aber nicht nur der Optik, sondern lassen ihn besonders fruchtig schmecken. Puderzucker darf auch hier natürlich nicht zu kurz kommen. Tessin. Übers Tessin selbst könnte man natürlich locker eine Folge füllen. Das liegt natürlich auch an der Nähe zu Italien. Polenta klingt vielleicht im ersten Moment nicht besonders aufregend und gibt es auch in anderen Ländern und Regionen, ist aber für mich typisch für den Tessin. Ja? Sehr speziell und Polenta, Digga. Na, sehe ich mich nicht.
Sehe ich mich nicht. 4 von 10, Digga. Und vor allem in der Anwendung sehr vielseitig. Sie taugt als sehr gute Beilage und auch locker als Hauptgang. Die Basis ist immer einfach nur Maisgrieß und Wasser. Wart. Oh. Wie ihr sicher schon in anderen Videos von mir mitbekommen habt, ist die Aussprache von französischen Begriffen nicht gerade meine Stärke. Papa Trottoir gehört aber zu meinen Lieblingsgerichten und muss daher unbedingt hinein. Prägend für dieses Gericht ist die Waadtländer Saucisson, eine sehr stark gewürzte Westschweizer Rohwurst. Digga, genau so sieht der Mail aus, wenn er keine Kleider hat. Welcher einfach nur knapp unter dem Siedepunkt ziehen gelassen wird. Auch die Beilage, eine Mischung aus Lauch und Kartoffeln in Sahnesoße. Okay. Die Beilage und ich liebe so Lauchsoße, Dingsbums. Das ist nice, Pock Tasty, würde ich sagen 8 von 10. Aber die Wurst, so die Art von Wurst, die ich gar nicht gern. 4 von 10, die Doppelpunkt. Ist ein Gedicht. Sollte meiner Meinung nach unbedingt mal probiert werden. Wenn man nicht gerade Vegetarier ist. Wallis. Was ist im Wallis, Digga? Was ist im Wallis eine Spezialität? Wie? Cholera denken die meisten wahrscheinlich nicht zuerst an diese Walliser Spezialität. Wie viele traditionelle Rezepte ist dieser Gemüsekuchen aus der Resteverwertung entstanden. Der Volksmund Okay. Ich weiß nicht. sagt, dass das Gericht in der Ist Zeit nice. um 1830 zur Cholera-Epidemie entstand. Daher auch der Name. Viele Walliser trauten sich damals nicht mehr auf die Straße und taten einfach die Zutaten, die sie üblicherweise zu Hause hatten, in einen Mürbeteig. Äpfel, Lauch und Herdöpfel in einem. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es maybe noch geil. Ich sag mal 6 von 10, aber ist jetzt auch nicht so extrem. Chat voll die Doppelpunkt einfach. Niemand hat Bock, Mann. Und schoben den gefüllten Gemüsekuchen in einen Ofen. Aber Chat, genau so muss der Chat aussehen. Sehr gut. Perfekt, Digga. Genau so. Zu den Bestandteilen gehört jede Menge Lauch, Kartoffeln vom Vortag, Walliser Bergkäse, Äpfel und Ei. Neuenburg. Chagris Neuge Dollar ist ein nahrhafter Eintopf nach Neuenburger Art aus Hähnchen, Speck, Sauerkraut, Zwiebeln, Sardellen und natürlich... Nein, Digga. Nee, komm. Sardellen haben jetzt nicht müssen sein. 2 von 10. Da bin ich direkt raus. Meereszeugs, Digga. Meereszeugs, da bin ich komplett raus, Digga. Das Einzige, was ich aus dem Meer gern habe, ist vielleicht ein Fischfilet, aber es muss ja Filet sein. Aber so Lobster, Sardellen, alles, was so krabbelt und krübelt, Digga. Nee. Je nach Rezept kommt zum Teil sogar noch Schnecken zum Einsatz. Ja, genau. Schnecken auch noch rein in die Masse. Komm, wenn schon Sardellen drin sind. Schnecken, ist das geil, Chat? Habt ihr das schon mal gehabt, Schnecken? Spätestens da merkt man die Nähe zu Frankreich. Mein Fall ist das zwar nicht, aber eine echte Spezialität. Genf. Spätestens hier spürt man die französische Küche und meinen persönlichen Horror zur französischen Aussprache. Die Wahl auf ein Gericht war aber auch nicht leicht. Schlussendlich habe ich mich für Gratin de Cardon Charlevoix entschieden. Einem klassischen Gratin aus Genf, dessen Hauptzutat Cardon ist. Bei Cardon, auch Cardi genannt, handelt es sich um ein Distel-ähnliches Gemüse, das an Artischocke erinnert. Cardi wird bei diesem Gericht mit Bechamelsoße übergossen. Und Okay. Doch. Dann nehme ich mit. Das würde ich nehmen. Würde ich bestellen. Jetzt nicht so mega geil, aber würde ich nehmen. So 8. Nein, 7 von 10. mit Käse gratiniert. Pock Tasty. Jura. Jetzt kommt's auch nicht mehr drauf an. Tourage Jetzt ist er vorbei. Jurassien klingt aus meinem Mund vielleicht nicht so toll, ist aber was Besonderes. Tourage Jurassien, auch St. Martinskuchen genannt, ist ein salziger Kuchen mit Hefeteig und einer Creme aus Voll- und Sauerrahm, sowie etwas Safran. Der Kuchen besticht durch seinen charakteristischen Geschmack zwischen sauer und salzig. Das ist, glaub ich, geil. Ich glaube, das ist geil. Pock Tasty für mich. Für den Fall, dass ihr den ersten Teil dieser Serie verpasst habt, verlinke ich euch diesen noch im Abspann und in der Videobeschreibung. Nicht verpassen, da sind ebenfalls ein paar leckere Gerichte enthalten. Nice, Digga. Nices Video gesehen. Nice Gericht gesehen. Clap in den Chat.